Er kann es nicht fassen. Er kann es nicht fassen, was da passiert. Das nicht. Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich habe gegen Trimax Der Trimax hier. eine Runde Schach gespielt. Das war die beste Partie, die ich jemals gesehen habe. Dann hat der größte Schach-YouTuber von Deutschland, The Big Greek, darauf reagiert. Ich werde jetzt mit Trimax zusammen auf das Video reagieren, wo The Big Greek auf unser Spiel reagiert. Es wird ein Fest. Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Seit dem 11. März Königliches Wissen, geil. Ja, das Ich mag sagt immer. geil. läuft ein ganz besonderes Format auf Twitch, nämlich die No Food Challenge für 7 Tage. Es wird organisiert von Trimax. Trimax Alter, wie krass, einfach Cross-Promo, danke dafür. ist einer der größten YouTuber und Streamer aus Deutschland, für die, die nicht kennen, auf YouTube über 2 Millionen Ey, Digga, siehst du rechts hinten diese Schachuhr? Das ist die edelste Schachuhr, die ich in meinem Ja, die ganzen ist so Leben geil. gesehen habe, ne? What the Die ist fuck? so geil. Abonnenten und auf Twitch sogar über 3 Millionen Follower. Oha. Im Prinzip ist das 3,3 Millionen auf Twitch. nichts anderes als 7 Tage Fasten. Erlaubt ist nur Wasser, Trinken und Nahrungsergänzungsmittel. Das wird Digga, wieso kennt er sich so gut aus? Der ist Ja, das viel der zu hat alt. geguckt, Digga. Das ist er no hat front, geguckt. no front. Aber der hat geguckt, Er hat ne? geguckt. Geiler Typ. ärztlich natürlich überwacht, das gesamte Prozedere, ist ja klar. Insgesamt sind 8 Streamer dabei. Zum jetzigen Zeitpunkt schauen gerade so 50.000 Leute zu. Ein Oha. Streamer ist allerdings schon ausgeschieden, der hat es nicht ausgehalten. Der ist ja komplett dabei. Digga, Der er ist seit 50 Monaten Sub bei dir. Digga, er Nach 3 fasst einfach Tagen. mal das Ganze Der zusammen. Rest macht weiter für eine Woche, wird gefastet. Aber so ein News-Kanal. Passend zur Osterzeit natürlich. Um Krass, dass Herr Newstime jetzt auch eine Glatze hat. natürlich die 7 Tage einigermaßen zu überstehen und nicht vor Langeweile zu sterben, werden Das nehme ich für mein Intro. natürlich alle möglichen Spiele durchgeführt. Ich habe vor 2 Tagen so ein bisschen zugeschaut und tatsächlich haben die Schach gespielt und haben so ein Turnier veranstaltet. Und nee. daraus wollte ich eine Partie hier mit euch anschauen. Es nee. haben nämlich auch einige von euch geschrieben. TBG, schau doch mal rein, die spielen Schach gerade. Okay, ganz kurz zum Verständnis der Zuschauer. Der hat jetzt unsere ganze Schachpartie, jeden einzelnen Jeden Zug einzelnen Zug. nachgespielt. Und dass er das uns jetzt wie so zeigen kann. Und links dieser Stab zeigt, wer gerade im Vorteil ist, ich oder Max. Und ich habe das große Ziel, da zeigt immer, was der bestmögliche Zug ist in diesem, was man gerade machen kann. Und ich hoffe, dass ich einmal den bestmöglichen Zug gemacht habe, den man machen kann. Mhm. Das hoffe Wahrscheinlich, ich. ja, wahrscheinlich die ersten 4, wir sehen's. Natürlich gemacht, weil ich zufällig am PC Servus. war. So, und die Partie, die wir uns anschauen, ist zwischen Aditoro und Trimax selbst. Trimax spielt mit Schwarz. Aditoro ist ein YouTuber aus der Schweiz. Wow. So, Aha. wollen wir mal schauen, was die beiden da zelebriert haben. Ich kann jetzt schon verraten, am Ende wird eine Geschichte vorkommen, die bei Anfängern immer wieder ein Problem darstellt. Und ja, Was stellt bei Anfängern immer wieder ein Problem dar? Aber ich muss immer sagen, ich gucke viel The Big Greek und er ist immer respektvoll. Auch wenn wir jetzt nicht die Besten sind, ist er immer respektvoll, obwohl der wahrscheinlich komplett ausrasten könnte bei dem, was wir gespielt haben. so geil. E5, Springer F3, Springer F6, Wow, gut gespielt, Max. Springer C3, normale Entwicklungszüge erstmal. Springer Vor allen Dingen wir haben ja so mit Zeituhr gespielt, nur wenig Zeit. Ich habe gar keine Ahnung von Schach. Also wirklich das war mein erstes richtiges Schachspiel wahrscheinlich in meinem Leben. Und ich hatte gar keine Ahnung und ich wollte einfach Selbstbewusstsein ausstrahlen und habe immer die Uhr gedrückt, habe immer ganz schnell einen Zug gemacht und die Uhr gedrückt. Und ich habe einfach die ersten 4, 5 Züge Adi nachgemacht und dann dachte Adi, ich habe ihn verarscht. Ich bin ein guter Schachspieler und weiß genau, was ich da mache. Aber ich habe einfach nur gespiegelt. C6, das ist das 4-Springer-Spiel, das ist eine ganz normale Eröffnung, die wird viel gespielt. Yeah, eine ganz normale Eröffnung habe ich da Gut einfach mal gemacht, Max, Digga. Ganz normale Eröffnung, Danke. Digga. Ja, das ist so meine Standard, das ist meine Ja, Go-To-Eröffnung. Ich spiele sie zurzeit auch sehr viel. Läufer C4 entwickelt den Läufer, das ist vernünftig. So, Ich jetzt. werde jetzt hier nicht jeden Zug auf die Goldwaage legen und viel bessere Varianten zeigen. Läufer C4 ist schon okay. So, Läufer D6 ist der erste. Digga, da habe ich dich versucht zu spiegeln, hab das noch nicht mal Oh, geschafft. Digga, jetzt nimmt uns Hops. Ich bin so gespannt. Ah, du hast es nicht geschafft, Seine- mich zu Ich spiegeln. habe nicht mal geschafft, dich zu spiegeln. Nur seine Augen gehen schon zu. Nicht ganz zufrieden bin. Warum ist Läufer D6 nicht so dolle? Ganz einfach, weil es hier den D-Bauern versperrt und dadurch kommt der Läufer auf C8 nicht ins Spiel. Ja, klar, Am ne? Anfang einer Schachpartie soll man ja die goldenen Regeln einhalten, heißt Leichtfiguren entwickeln, mit Bauern das Zentrum besetzen, um Raum zu schaffen für die Figuren Das habe ich alles nicht gemacht. und ganz schnell den König rochieren, um ihn in Sicherheit zu bringen.
Läufer D6 ist der erste Zug, wo ich sage, na, nicht so doll. Besser sowas wie Läufer C5. Ja, Digga, das wäre einfach die komplette Kopie gewesen, wenn du den dorthin gespielt hättest. Das wäre nicht mal scheiße gewesen. Ich wollte dich kopieren. Ich hab's noch nicht mal geschafft, dich zu kopieren. Das schaffst So auch scheiße nur du. bin Das ich. schaffst nur du. B4. Einfach raus mit dem Läufer. Rochade vorbereiten. Profis spielen übrigens hier Springer schlägt E4, das nur am Rande erwähnt. Springer E4, D5. Und dann holen sie sich hier die Figur wieder. Läufer D3, zack. Digga. Und dann hat man eine ausgeglichene Stellung. Das ist krass, das hätte ich machen müssen. Ja. Wie gut, Digga. wie gut er das zeigen kann, Ja, ne? und wenn man das sieht, klingt es auch immer so logisch. So, ja klar, spiel doch das, da kannst du so. Aber ja. Du siehst es nicht, wenn du dort sitzt. Aber Läufer C5, Läufer B4 hätte ich hier gut gefunden. Läufer D6, okay. D3, guter Zug, macht den Weg frei für den Läufer. War das deine Intention, Adi? Ja klar, war das meine Intention. Es sieht so aus, als ob Adi Toro nicht zum ersten Mal Schach spielt. Das sind nämlich das sind alles vernünftige Züge. Trimax dagegen, da bin ich mir nicht sicher. G5. G5? Ja, wie hat er geguckt, Digga? Wieso guckt er so, wenn ich G5 mache? Wie guckt der? Das ist ein harter Blunder. Warum? Ja, weil der Bauer einfach geschlagen werden kann. Das ist ganz einfach. Habe ich nicht gemacht, oder? Material ist super wichtig im Schach. Was hätte Schwarz besser machen sollen? Rochieren. König in Sicherheit. Standardzug in der Eröffnung. Damit bringt man den König in Sicherheit. Ja, Max, sag mal, wieso hast du nicht rochiert? Ist ja easy. Was ist Standardzug, Digga. Standardzug. Oh, was ist Rochieren? Wenn du den König und den Turm tauscht hinten. Das darf man? Ja, aber du hast gesagt, wir sollen ohne das spielen. Okay. Und den Turm ins Spiel. Anstatt ihn in der Ecke stehen zu lassen. Gut, G5 ist ein dicker Fehler. Läufer G5. Weiß nimmt raus. Ihr seht auch schon hier, den Bewertungsbalken habe ich drin gelassen, damit ihr eine Vorstellung habt, was das bedeutet, gemäß Schachcomputer. Lol, da habe ich das Game schon verkackt. Naja. Da habe ich schon verloren, statistisch. So scheiße hab ich eröffnet. Nicht verloren, aber statistisch bin ich dort krass im Vorteil. Ja, du bist bei 6,5, ich bin bei 2,5. Das ist ja gar nichts, Digga. Da habe ich statistisch schon so krass verloren. Mit einem Bauern da falsch bewegt. H5 ist ein unnötiger Bauernzug. Besser wäre es hier sowas wie Läufer E7 zu spielen, diese Fesselung aufzuheben. Das nennt man hier Fesselung. Der Läufer fesselt den Springer, der kann nicht ziehen, weil dahinter die schwarze Dame steht. Also Läufer E7 ist gut. Dann den D-Bauern ziehen, dann den Läufer raus, um dann die Figuren ins Spiel zu bringen. Das schwarze Spiel, Das ist wahnsinnig interessant, Matzo. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Ist krass, ne? ja, kommt nicht Digga, in die guck Gänge. mal, wie fest im Vorteil ich jetzt bin links. Holy shit. Was hast du denn gemacht? Du hast den Bauernscheiße hingestellt. Das war ein scheiß Zug. Für alle Leute, die das Spiel nicht gesehen haben. Ich bin jetzt viel im Vorteil, aber wartet ab. Oh Gott, stimmt. A3 war nicht unbedingt nötig, ist aber okay. Springer B4. Ich sag, er wird dich mehr flamen als mich. Ja, safe. Am Schluss 100%. Nee, was macht der Springer da? Er greift C2 an, er greift A2 an, er greift D3 an. Problem, das ist alles gedeckt. Der Springer geht also unnötig auf Reisen. Heißt das Pferd Springer? Ja. Weiß greift den Springer an. Das ist eine Drohung, sagt man im Schach. Digga, Adi, du hast mich bedroht, du Assi. Drohungen müssen pariert werden, abgewehrt werden. Das heißt, Springer wieder zurück. Springer C6 wäre hier logisch. Oder von mir aus auch Springer A6 an den Rand. Aber Hauptsache nicht hier stehen lassen. Schwarz macht A5. Das ist nicht gut, weil Weiß den Springer nehmen kann. Hat er das gemacht? Ja, hat er gemacht. Super. Boah. AB4. AB4. Greift jetzt den Springer Wie geil, du kannst mich jetzt nicht töten gerade. Ja, aber ich bin gerade erstaunt, dass ich so gut gespielt habe. Also Weird Flex an dieser Stelle auch mal. an. Kleines Problem hier. Der Turm ist ungedeckt und den kann Weiß schlagen. Hast du nicht gemacht, weiß ich noch, hast du nicht gemacht. Das haben jetzt beide aber allerdings übersehen. Ja. Oh, was? Was ich halt vergessen Das ist ja Digga, so wie ein dumm Bruch, ne? bist du? Du hast einfach deinen Turm. 10 plus Oh, 0 denn gespielt, los. Minuten, ne? Rapid. Ich meine, die haben auch mit, ja genau, da war eine Uhr und die war 10 plus 0, meine ich. Das war eine geile Uhr. Hier Ja, hängt geil. der Turm. Das hat jetzt Weiß übersehen und spielte Springer B5. Schwarz sollte jetzt hier auf A1 nehmen, aber Schwarz hat das jetzt auch übersehen, spielt Läufer C5. Jetzt übersehen beide eine ganze Weile, dass hier die Tür Digga, wie lange haben wir das nicht gesehen? das Es ist doch so ein Bruch. Das Aber macht wenn ihn doch du- so fertig. Aber wenn du mich genommen hättest mit dem Turm, hätte ich dich ja mit meiner Dame nehmen können. Das wäre ja auch Ja, dumm das gewesen. stimmt. Vielleicht Das stimmt. deswegen. Nee, ich hab's einfach nicht gesehen. nachvollziehbar, weil in dieser Stellung hier standen noch Bauern dazwischen und in dem Moment, wo geschlagen wurde, hat sich die Linie geöffnet. Aber das haben die beiden in dem Moment nicht realisiert. Das ist nicht ungewöhnlich für dieses Niveau, weil man ja das Bild vorher im Kopf hatte, dass dann zwei Bauern auf der A-Linie dazwischen stehen.
Aber finde ich schön, wie er uns verteidigt. Aber die Leute, die in den Kommentaren uns trotzdem zerrissen. Springer B5, Läufer C5, D4, ist ein guter Zug, stellt einen Bauern ins Zentrum, greift den Läufer. Schwarz nimmt raus mit dem Läufer, Weiß nimmt mit dem Springer raus, Schwarz nimmt raus, Ja, leck mich doch Weiß an nimmt raus den Zöckerli. Bauern. Und jetzt nimmt Schwarz Alter, wie krass wir gespielt haben, fand Ja, ich. Aber ich finde trotzdem, dass es gut aussieht. hier auf E4, das ist nicht gut, gelinde gesagt. Gelinde. Digga, ich bin bei 95% vorne. Ja. Was Du heißt bist auf gelinde? 95%, weil du bist auf 95% scheiße. Was heißt gelinde gesagt? Dass es schon heftig ist. Ah, okay. Weil es die Dame einstellt. Die Türme stehen immer noch. Stimmt, das war dein Fehler, das weiß ich, glaube ich, noch. Digga, die Türme stehen immer noch. Das muss ich doch so brechen. Digga, wie lang standen diese scheiß Türme? Ja, Schwarz hat jetzt schon deutlich Materialnachteil. Ganze Figur mehr hier. Schwarz sollte hier unbedingt auf A1 nehmen, endlich. Dame A1 und dann sowas wie D6 hier. Ja, D6, man kann. Allerdings hat Schwarz eine ganze Figur mehr und ja, würde wahrscheinlich eh verlieren. Aber ist natürlich ist ein dicker Fehler. Weiß hat das gesehen, Dicker sehr gut. Fehler. Hat die Dame Sehr gut, genommen. Weiß. König D8. Rochade. Hui. Ey! Zug. Natürlich hängt hier immer noch der Turm. Die ganze Digga, Zeit. unsere Türme sind so am Abhängen da draußen, Digga. Wir haben es einfach nicht gesehen. Die Türme an der Außenbahn sind so am Chillen. Selten haben zwei Türme so gechillt. Auf Lock. Weiß bringt den König in Sicherheit, das ist gut. Er kennt diese Regel hier mit der Rochade. Turm schlicht A1. So, jetzt hat das Trimax gesehen, nimmt hier raus. Dame Alter, ich hab's gesehen, nicht du. A1. Aber inzwischen hat Weiß eine ganze Dame mehr. Das ist zu viel. Das ist wahnsinnig viel. Der Vorteil ist riesig. Ja, das müsste man eigentlich easy gewinnen. Also, wer das verkackt, das ist ja wirklich, das ist ganz, ganz Also wer lost. das nicht gewinnt, ist schon echt scheiße. Turm H6, Läufer F7, König E7, Läufer C4 zurück, Springer D2, schöne Springergabel hier. Das nennt man Springergabel. Das ist ein wichtiges taktisches Motiv. Oh, Digga, wie Weiß gut, sollte jetzt hier hä? den Turm absichern mit Turm Wer hat die Springergabel gemacht? Du hast die B1, Springergabel Schach gemacht. oder so. Digga, ich habe eine Springergabel. Ach stimmt, mein Bruder meint, ich habe eine Gabel gemacht. Ja. Ich habe eine Am Gabel Anfang gemacht. hast du eh gut gespielt. Das war der beste Zug bisher. Aber er spielte B3, sichert den Läufer ab. Jetzt nimmt Schwarz hier auf F1, das ist gut. König F1. Bei Weiß gefällt mir, dass er immer wieder auf diese naheliegenden Züge reagiert und ja, immer wieder mal was schlägt, ne? Ja, klar. Ignoriert das nicht einfach. Es geht weiter mit C5, greift den Springer an. Springer F5 Schach. Guck mal links. Ich kann gar nicht mehr gewinnen. Weiß Digga, hat was? 100%. Warum eigentlich? Weiß hat 100% Nee, das- gewonnen. Ah, nee, weil halt im Moment Schach ist, glaube ich, deshalb. Falsch. Und was jetzt falsch ist, Das in ist auch der eine Gabel. Partie, Ich habe eine Gabel gemacht. das geht hier nicht. Du hast auch eine König Gabel. F6 hat Trimax gespielt. Geht hier nicht, weil die Dame das Feld F6 deckt. Das wurde übersehen. Was, wir haben einen illegalen Zug gespielt. Wir sind so kacke, dass wir einen illegalen Zug gespielt haben. Das guck dir mal an, wir verzweifelt. Ah, nee. Ist auch Einen häufig illegalen Zug. auf Anfängerniveau, dass die Wirkung von fernwirkenden Figuren halt übersehen wird. Oder der Einfluss von fernwirkenden Figuren. Und sie haben dann die Partie einfach Digga, der hat doch gar keinen Bock mehr auf seinen Job, oder? Ja. Wir haben einen illegalen Zug gespielt. Unser gesamtes Schachspiel ist illegal. mal weitergespielt. Aber ich muss ganz kurz sagen, The Big Greek, ich weiß nicht, wie du heißt in Real Life, ich lieb dich. Ich Du hast find so ihn eine auch super. angenehme Stimme, Digga. Ja, ich und mag so der das. Dialekt und alles, Digga, geil. Einfach nur geil. Das ist mega geil. Wir haben das jetzt so ein bisschen umgemodelt hier. Über Zukunftsstellung komme ich jetzt in die Stellung rein, die in der Partie gespielt wurde. Dame 8 mache ich mal, statt Springer F5. Adieu, du geile D6, Schlange. Springer F5 Schach, König F6, Springer A6, Läufer D7. Und ungefähr hier, das war die Stellung dann, die in der Partie herauskam. Sie haben halt nicht gesehen, dass der König die ganze Zeit hier nicht hin konnte. Okay, das Interessante ist, was jetzt gleich passieren wird. Wir gehen ganz schnell jetzt durch, machen einen Sprung, weil die Partie dauert noch sehr, sehr lange. Dame D8, König G6, Dame F8, B5, Läufer D5, Digga, Props, der hat das alles vorbereitet, ne? Ja, ne? C4, schlagen, schlagen, schlagen. Läufer C6, G4, schlagen, schlagen. Läufer A4, C3, B3, Läufer D3, Schach. Die Frage ist jetzt nur noch, schafft es Weiß, den schwarzen König matt zu setzen? König G5, weil die Partie endet ja erst, wenn man matt setzt, nicht vorher. Materialvorteil reicht nicht, um zu gewinnen. F4 Schach, König H4, ja, das ist doch das einzige Feld, wo er hin kann.
G5, wir machen ganz schnell weiter. B2, G6, Läufer B3, F5, Läufer A2. Digga, was haben wir da Dame gespielt? A8, B1, Dame, nimm, Dame B8, greift den Bauern an. Natürlich könnte man schon längst matt setzen, aber das ist egal. Dame C8, Adi, das ist egal. D5, G7, Läufer D3 Schach. Guck mal links die Leiste an, du hast 100% gewonnen. Ja, Digga. Unter Profis hat Schwarz noch nie verloren. Ja, logisch. Unter Profis hätten die uns schon nach 8 Zügen wahrscheinlich Schachmatt Ja. gesetzt. Dame Schach. Weiß holt sich eine zweite Dame. König H3. Digga, ich habe 2 Damen, ne? Ich habe 2 Damen. Pferd, Digga. So, hier steht der König schon am Rand. Schon sehr schlecht. Hier könnte man schon sehr schnell matt setzen, weil man mit Weiß ja 2 Damen hat. Das schnellste Matt ist hier Dame C7. Und dann Dame G3. Oh mein Gott. Das ist Matt im nächsten, egal was passiert. Sagen wir mal, Weiß macht. Das ist einfach matt in einem Zug hättest du Digga. machen können, Digga. Oh, Digga, das Video geht noch 10 Minuten und du hast matt in einem Zug, aber die Frage, warum geht das Video noch 10 Minuten? Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß, er wird so verzweifeln. Irgendwas mit dem Läufer, dann kommt Dame G3 Matt. Und der König kann nicht mehr fliehen. Und wird angegriffen. Matt ist ja, wenn der König angegriffen wird und nicht mehr wegziehen kann, die angreifende Figur nicht geschlagen werden kann. Kann sie nicht, weil die Dame von G8 die Dame auf G3 deckt. Und es kann nichts dazwischen gestellt werden, weil natürlich überhaupt kein Platz hier ist. Genau, dann ist es matt. Es gibt auch ein anderes Matt, wenn der König gezogen hätte, dann ist Dame G4 schnell matt, um euch noch was zu zeigen. Der Springer deckt hier die Dame und es ist matt. Ja klar, ist ja matt dann. Digga, du hast 5 Matts übersehen. Aber es ging hier munter weiter mit ganz anderen Zügen. Es ging munter weiter. 5, Läufer E4, Dame D8, König G3, Dame D5, ja, wieso nicht? Läufer D5, F6. Dein König Chat ist F3, der Dame beste D5. während So, der Schwarz hat ganzen noch den König. Scharlange. König E3. Digga, du hast nur noch den König. Ich Ey, hab noch warum 2 geht das Video Bauern. jetzt noch 10 Minuten, Digga? Ja, Digga, weil ich komplett verschissen habe. Ich habe noch 2 Bauern, eine Dame, ein Pferd und mein König. Wie kann man es hier nicht schaffen, matt zu so setzen, geil. Digga? Glaubst du, er wird sich noch lange an das Spiel erinnern, weil das so außergewöhnlich ist? Ich glaube schon, ja. Und da freue ich mich auch drüber. F7, König F4, F8 Dame, König E3. So, jetzt haben wir hier eine Stellung. Kleine Aufgabe. Ich finde das gerade so geil anzugucken. Weiß kann auf 5 verschiedenen Art und Weisen matt setzen. 5 Arten, Digga. Ist ja klar. Kannst du Du nicht kannst auf übersehen. 5 Arten Matt setzen. Das ist so geil. Versucht die mal zu finden. Das ist eine kleine Aufgabe. Dame D4 Ja. ist matt. Es gibt 5 Arten Matt zu setzen. Versucht die mal zu finden. Adi findet keine. Dame 8 F3 ist matt. Dame F2 ist matt. Springer G4 ist auch sogar matt. Wie schnell sieht der das, Digga? Ja, ist Wie krass. schnell kann man das sehen? Ne? Weil die Damen hier die ganzen Felder Der hat einen Zuschauer recht. Es ist schon fast schwieriger, nicht Matt zu setzen. Also alles, was du setzt, ist Matt. Aber du hast es nicht geschafft. kontrollieren. Der König kann nicht fliehen. Was ist noch matt? Dame C5? Nein, irgendwas anderes ist noch matt hier, glaube ich. Oh, jetzt macht er seine Notizen ja. auf. Dame F2, Dame F3, Springer G4, Dame D4, Dame DF3 natürlich, ist auch matt. Ja klar, ist matt. Genau. Der König kann nirgendwo hin, der Bauer deckt das Feld D4. König ist angegriffen, kann nicht fliehen. Na gut, aber stattdessen ging es weiter mit Dame Na gut. C5, Ich zieh weg. König E4, Dame E8, König F4, Dame F8, König E4, Dame C6, König E3, Dame B6. Wir machen mal weiter hier, ich gehe mal schnell vor. Weiß schafft Er kann es nicht fassen. Er kann es nicht fassen, was da passiert. es nicht, matt zu setzen. Und jetzt haben wir eine Stellung, die man sich merken kann. Es ist nämlich das sogenannte Treppenmatt. Was Ja, die hat mir Niki gezeigt. Hat Niki dieses erklärt. Treppendingsbums, ja. Man muss per Treppe ausschalten. Wäre auch logisch jetzt, dieses scheiß Treppending. man ja anwenden kann mit Schwerfiguren. Wenn man 2 Schwerfiguren hat, das sind entweder Schwerfiguren sind Dame und Türme, Turm oder Turm. dann kann man hier mit sogenannten Treppenmatt ansetzen. Dame das ehrenlose Treppenmatt, wie auch manche Streamer sagen. Schach, König muss auf die nächste Linie. Schach, der König wird immer weiter vertrieben zur nächsten Linie. Linie oder Linie, klar. Jetzt Dame G7. Ja, es sieht so Schach. einfach aus. Der König muss auf die H-Linie. Und jetzt kommt die Dame, sagen wir mal nach H8. Der König zieht irgendwo hin. Und jetzt ziehen wir den Springer weg. Schau Und dann ist Matt am Rand. Da ist das klassische Treppenmatt. Das macht man immer im Blitzen oder Rapid, wenn man nur noch 2 Schwerfiguren hat.
Wenn man den so zuhört, ist Schach echt sehr, sehr geil, muss ich sagen. Oder mit 2 Schwerfiguren am besten. Was hat Weiß gemacht? Nee, wir waren woanders. Ich wusste, dass es dieses Treppenmatt gibt, aber ich wusste nicht, wie man das spielt. Dann habe ich, glaube ich, irgendwie so was Komisches gespielt. In der Partie Dame, zack, 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 zack. C6. Er will sich noch eine Dame holen. Warum nicht? Macht ja Spaß. So, 3 Damen. 3 Damen, Digga. Digga, 3 Damen. 3 Damen, Digga. Damen. Ist zwar nicht nötig. Oh, Und hier Mann. muss man Das war nicht nötig. Der hasst dich. langsam aufpassen, dass es nicht Patt wird. Was Nee, Pat, das wird es auf keinen Fall. macht Weiß? Patt darf es nicht werden. So, um das mögliche Patt zu vermeiden, würde ich empfehlen, doch immer Schach zu geben, statt kein Schach zu geben. Auch hier wieder mit Treppenmatt. Ne? Arbeiten hier, Schach geben und dann auf der H-Linie eventuell Matt Ja, setzen. auf der H-Linie natürlich. Okay, Dame B2, König E3, Dame C4. So, was macht Weiß? Er macht diese Einengungsstrategie. Mhm. Kennt man. Der schwarze König hat nur noch ein Feld, König F3. Dame G8. Weiß möchte nicht, dass der König flieht. König E3. So, und jetzt haben wir wieder eine Stellung hier. Junge, das ist so geil. Ich finde das gerade, es macht mich so glücklich, das zu sehen, wie kacke ist er zu es findet. 77. Das macht mich so aggressiv, wie scheiße ich gespielt habe, Digga. Ja, vor allem, ich komme ja gut dabei raus. Du hast schon mal Schach gespielt, ich habe das noch nie gemacht. Ja, aber noch, Ich habe immerhin die Felder gesehen, wo ich hingehen kann mit dem König. noch geiler ist dein Profilbild oben links, Trimax. Da hat so Trimax gegoogelt und dein Bild da reingemacht. 66. Weiß kann wieder auf fast schon unzählige Art und Weisen matt setzen. Nochmal, matt setzen bedeutet, man muss den König angreifen, damit er matt ist. No? Wenn man ihn nicht angreift, ist kein Matt. Wo ist das Matt? Zum Beispiel hier, Dame G3. Das ist auch ein Treppenmatt eigentlich. Ne? Was? Eine Variation. Das wäre ja easy matt gewesen, Digga. Ja. Bin ich komplett dumm. Mhm. Ja, Das versucht er seit 20 Minuten zu vermitteln, aber Ja, du hörst ja ja. nicht zu. jetzt sehe ich's auch, Digga. Die 3 Damen decken die 2., 3. und 4. Reihe. Der König wird Ja, die decken angegriffen, alles, kann das nicht halbe fliehen. Feld decken die. Ein weiteres Matt ist hier auf, ich vermute mal das hier, ja, hier auf der 3. Reihe. Das ist auch ein Das Matt. liegt daran, dass der König hier auf E1 die ganzen Felder wegnimmt, dem schwarzen König. Puh, Digga. Dann haben wir hier noch ein Matt. Er hat bisher noch in keinem einzigen Video jemals so oft erklärt, was alles Matt ist. Wo ist noch ein Matt? Dame F2 ist Matt. Haben wir noch eins? Dame A3 ist Matt, ja klar. Auf der 3. Reihe Ja, klar. ist Matt, hier Dame B3, Ja, klar. weil der König hier die Felder deckt. Aber Man vergisst immer, dass der König auch schlagen kann. Das war, glaube ich, mein Fehler. ich denke, ihr wisst schon, was kommt. Weiß hat nicht Matt Darf ich gesetzt. mit denen Er Eiern hat hier murmeln, murmeln, die murmeln, murmeln, Einengungsstrategie murmeln, zur murmeln. Perfektion. Und ihr seht den Ball, ne? Geht runter auf Digga, 0-0-0. in einem Zug. Er hat die perfekte Einlegungsstrategie hier gewählt. Der schwarze König kann nicht mehr fliehen. Alle Felder um den schwarzen König herum sind von Weiß Oh, kontrolliert. nee. Aber ihr seht es, der schwarze König wird nicht angegriffen. Und das ist Patt. Patt ist Remis. Das ist Das ist ein Unentschieden. Junge, Digga, das ist so geil. als ich das realisiert habe. Nee. Unentschieden. Guck dir links alles einmal 50-50. Wie kann man mit 3 Damen unentschieden spielen? Das ist unmöglich. Das ist sogar der größte Das ist Anfänger so kann mit 3 ohne Damen Witz. nicht unentschieden spielen. Dieses Schachspiel wird er nie in seinem Leben vergessen, wer mit 3 Damen und einem Pferd unentschieden spielt. Digga. Es ist so krass. Das ist ja wirklich die einzige Möglichkeit, wie ein Unentschieden geht. Dieser Ja. einzige Zug und du machst ihn. Legende. ein Riesenunterschied beim Schach zwischen Matt und Patt. Ich würde gerne an Das ist am deinem Anfang echt Ohrläppchen nicht nuckeln. einfach, da vertut sich jeder mit. So haben wir auch alle angefangen, irgendwann mal in grauer So. Vorzeit. So. Und das ist etwas, was man am Anfang, ja, Kindern zum Beispiel beibringt. Geil. Ja, ich bin 24. Das passt schon. Man muss den Unterschied zwischen Matt und Patt. Für die es nicht kennen, gerne mein Video schauen, der Bauer. Schach lernen. Ich habe so eine Playlist Der Bauer. Schach lernen, da erkläre ich alle Figuren, da ist der Bauer und da steht auch, da erkläre ich auch, was Patt ist. Nee, nicht beim Bauern, Quatsch. Das ist en passant. Ich bin durcheinander gekommen, weil auch nach en passant ständig gefragt wird. Ey, oben rechts, keep calm and play chess, Jungs. Merkt's euch. Mhm. Ja, Robert fragt gerade, wie scheiße man spielen kann, Adi. Ja, wir regeln das im 1 gegen 1. Alles ist matt. Also er hat gerade 5 Züge, alles ist matt. Das ist der einzige dumme Zug. Er hat es schon die ganze Zeit gewonnen. Er macht Patt, unentschieden. Okay. So, ich bin mal gespannt, wer von den 8 Streamern, einer ist ja schon ausgeschieden, wer es bis zum Schluss schafft. Das ist schon ziemlich krass. 7 Tage Fasten
Finde ich ziemlich cool. Ich habe mich auch eine Zeit lang mit Fasten beschäftigt und hatte auch schon drüber nachgedacht, länger Alter, dieses Mal ist er dabei. zu fasten, aber ich schaffe es im Moment nur so ein bisschen Intervallfasten zu machen. So einmal am Tag essen oder innerhalb eines bestimmten Intervalls, aber 7 Tage überhaupt nicht essen, nur Wasser trinken und so ein bisschen Supplements. Boah, Chapeau. Bin gespannt, ob die schaffen Alter, The Big Creek hat einen Hut gezogen vor uns. Cool. und ja, cool. Auf jeden Fall eine coole Aktion und ich werde natürlich wieder reinschauen. Haut rein. Alter. Bis bald. Legende, Digga. Was für eine Legende, Digga. Bodenlose Legende. Geiles Video. Sehr, sehr geil. Geiles Unentschieden. Gut gespielt, Adi. Berechtigt. GG. Schönes Putt. GG an der Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da, like dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.